Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem sterilsten Zimmer von der Schweiz. Heute gibt es wieder ein qualitativ hochwertiges Video hier auf dem Kanal und heute geht es um Strassenumfragen in der Schweiz. Was würdest du schätzen, welches ist der dümmste Urkanton? Schiefsternone. Strassenumfragen-Videos sind in der Schweiz ungefähr das einzige, wo alleinig auf YouTube Erfolg hat. Leute wie zum Beispiel der Stucki oder der Ask Switzerland machen so ziemlich nur Strassenumfragen-Videos und haben für Schweizer Verhältnis sehr viel Erfolg. Klar gibt es andere Leute, wie zum Beispiel der Gabirano, aber er hat auf Instagram angefangen, wobei eben die Leute, die ich heute darüber rede, auf YouTube angefangen haben, sozusagen die OG-YouTuber. Aber die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe für das Video ist, wieso sind Strassenumfragen in der Schweiz so beliebt? Jetzt ist Schluss mit lustig. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir gucken, was in der Schweiz schon noch erfolgreich war. Facebook-Seiten wie zum Beispiel der Swiss Meme oder der Bendrit Bayra. Qualitätsunterhaltung, was sich um das Thema Ausländer versus Schweiz dreht. Ich bin schwul. Meine Sohn schwul? Meine Sohn schwul, ja? Also, meine Sohn schwul, ja? Meine Sohn schwul. Ha, Taji. Schade. Nur Taji, Es scheint komisch zu sein, wieso Leute so etwas tausendfach anklicken. Aber ich kann euch beruhigen, auch so etwas hat im Internet Erfolg. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf Mark Galaxy. Ja gut, da so, ja. Aber ich wollte euch etwas anderes zeigen. Zu der Anfangszeit von YouTube haben wir immer gesehen, dass wir besser sind als ASI-TV, wie zum Beispiel RTL oder in der Schweiz zum Beispiel 3+. Aber irgendwie stimmt das nicht mehr so ganz. Zu dem ganzen Thema Strassenumfrage in der Schweiz habe ich mir eine kleine Theorie überlegt. Also wirklich kleine, die ist nicht extrem durchdacht, aber hört mal. Bevor ich meine Theorie erkläre, im Anschluss habe ich die Theorie auch im Ask Switzerland vortragen und ihm gefragt, was er zu der Theorie meint und habe ihm noch ein paar Fragen gestellt. Aber jetzt zuerst zu der Theorie. Meine Theorie basiert darauf, dass in der Schweiz so viele verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Lass mich das noch erklären. Ich meine, schon nur, dass wir 4 Landessprachen in so einem kleinen Land haben, ist Beweis genug dafür, dass wir viele Kulturen auf einem Fleck haben. Aufgrund von genau der Diversität oder Vielfalt haben die Leute mehr Spass, sich über andere witzig zu machen, weil es eben so viele verschiedene Kulturen hat. Es entstanden fast so wie Lager. Lager von Schweizer versus Ausländer, die sich gegenseitig übereinander so ein bisschen witzig machen. Aber dabei ist es egal, ob jetzt zum Beispiel der Appenzeller darüber lacht, dass der Albaner nicht richtig Deutsch kann, oder zum Beispiel der Albaner eben darüber lacht, dass der Luzerner kaum etwas über sein eigenes Land weiß. Ob die Theorie jetzt stimmt oder genug ausgearbeitet ist, weiß ich nicht, aber ich hoffe, es hat Sinn ergeben für euch. Damit wollte ich sagen, dass es nur eine von wahrscheinlich vielen Ursachen ist, wieso wo in der Schweiz eben Strassenumfragen besser ankommen als irgendwo anders. Und es gibt eben wahrscheinlich noch sehr viele andere Gründe, aber ich habe jetzt in diesem Video nur den Grund dran genommen. Und jetzt noch zum Abschluss, beziehungsweise vielleicht sogar zur Krönung vom Video. Hier kommt das Interview mit dem Ask Switzerland. Kurz zur Erläuterung, ganz am Anfang habe ich ihn gefragt, was er eben von der Theorie haltet und wie er zu der Theorie steht. Und nochmal ganz kurze Randinfo, das ganze Interview ist zusammengeschnitten, also nicht wundern. Gugus gsi, Gugus geblieben. Also, was haltest du von der Theorie? Nein, ich denke, du bist der Ursache vom Erfolg von der Strassenumfrage sehr gut auf den Grund gegangen. Ich würde sagen, dass das sicher ein sehr, sehr, sehr wichtiges Element ist bei der Strassenumfrage, weil, wie du vielleicht gemerkt hast, meine Strassenumfragen beschränken sich nicht nur darauf, einfach irgendwie blasse Fakten arbeitslabern oder eben so Fakten zu testen, sondern es ist ja wirklich, ich bin spezifisch auf der Suche nach den Klischees. Ich suche, was bei diesem Kanton, bei dieser Region oder vielleicht bei dieser Gruppe von Schweizer besonders lustig ist, um darüber zu reden. In den meisten Fällen identifizieren sich die Leute mit der Gemeinde mehr wie mit dem Kanton und dann aber wiederum mit dem Kanton mehr wie mit dem Land. Und durch das ist eben die ganze Komplexität, die ganze Diversität möglich. Und dann haben wir noch zusätzlich viele einbürgerte Schweizer, Leute, die früher noch Ausländer gesehen sind oder denen ihre Eltern Ausländer gesehen sind. Und die bringen natürlich auch wieder eine eigene Kultur und eigene Klischees mit sich. Das heisst, wir sind in der Schweiz in einem Klischee-Paradies. Das heisst, ich würde abschließend sagen, dass du das sehr, sehr gut analysiert hast. Aber was denkst du, wieso sind Strassenumfragen denn momentan in der Schweiz eben genauso beliebt, wie sie es momentan sind?
Das ist ein Trend. Also ich meine, als ich angefangen habe mit den Strassenumfragen, sind zum Beispiel Memes mega im Hype gewesen und keiner hat sich für Strassenumfragen interessiert. Damals sind Memes gelaufen und die Schweizer und Ausländervergleich. Und dann irgendwann, keine Ahnung, ich bin zu dem Zeitpunkt auf die Strassenumfragen gekommen, wo das eigentlich wirklich keiner gemacht hat. Ich bin da der Erste gewesen, der das wirklich so quasi serienmäßig produziert hat, wenn man so sagen möchte. Und erst jetzt, dadurch, dass halt die Leute gesehen haben, dass es bei mir gut läuft, gibt es ein paar Mitläufer, die das Gleiche machen. Aber ich rechne auch damit, dass das irgendwann nicht mehr so läuft. Ich meine, eben, es ist ausgelutscht, wenn es die Leute nicht mehr sehen wollen. So Sachen, das sind alles Trends. Und aus diesem Grund versuche ich, mein Format immer wieder ein bisschen weiter auszubauen, immer wieder ein bisschen neue Fokus reinzubringen. Aber es soll sich weiterentwickeln, es soll besser werden und die Leute sollen das auch merken. Also ich gebe mir wirklich sehr, sehr fest Mühe, dass jedes Video quasi nochmal irgendwo ein Level besser ist, in irgendeiner Kategorie. Merci vielmals für die Antwort. Und noch gerade eine andere Frage. Hast du schon nochmal vor, irgendwelche andere Formate zu produzieren, wie zum Beispiel, wie du früher gemacht hast, Swiss News, oder bleibst du jetzt bei den Straßenumfragen? Momentan gefallen mir die Umfragevideos einfach sehr, sehr gut. Ich muss mich zwar ab und zu rechtfertigen dafür. Zum Beispiel hat der Greenie letztens ein Video gemacht, wo er halt gefragt hat, ob mir das Spaß macht. Und ich habe das dann auch sachlich beantwortet. Also ich habe es nicht irgendwie persönlich gelassen. Ich habe wirklich geantwortet, ja, es macht Spaß, ich mache es enorm gern. Das kann ich von der Swissinfo wiederum nicht behaupten. Ich bin dort irgendwann letzten September, also etwa vor einem Jahr, in mein Zimmer hier angegangen, habe die Kamera aufgestellt und ich habe einfach keine Lust gehabt. Einfach null Bock. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt das wieder machen würde, ich hätte immer noch keinen Bock drauf. Ich habe dann gemerkt, als ich wieder in Anführungs- und Schlusszeichen back to the roots gegangen bin, nämlich zu den Strassenumfragen, mit denen ich auch angefangen habe auf YouTube, habe ich mich sofort viel besser gefühlt. Erstens mal, weil es ist nicht so geplant war. Ich habe kein Skript oder so etwas, sondern ich habe die Person, die ich interviewe, und ich muss auf die eingehen. Ich gehe nach ihrem Tempo. Wenn sie etwas sagt, dann muss ich auf das eingehen. Und es ist nicht einfach alles quasi in meinem Konzept. Und das ist viel unterhaltsamer, auch für mich, während ich es mache. Ich weiß nicht, ob ich je wieder zurück zur Swissinfo gehe. Momentan kann ich mich nicht dazu aufraffen, vor der Kamera zu stehen und einfach für mich zu schnurren. Aber falls es mir irgendwann wieder Spaß macht, mache ich es natürlich. Vielleicht nochmal, falls ihr das Wunder nimmt, der Vorwurf vom Greenie, dass ich das quasi nur wegen der Klicks mache. Wie gesagt, als ich angefangen habe, ist es überhaupt nicht im Trend gewesen. Es hat keiner wollen sehen und es haben mir alle gesagt, mach etwas Besseres. Und es haben mich sogar Leute gefragt, ob ich mich nicht schäme, ob ich mich nicht schäme, wenn ich auf der Straße rumlaufe. Aber ich habe es gerne gemacht. Und mit der Zeit ist dann der Erfolg gekommen. Aber es macht mir, und dann habe ich wieder eine Zeit lang aufgehört damit, bin zur Swissinfo, und dann nach mehr als einem Jahr habe ich wieder angefangen mit den Strassenumfragen. Und es macht mir wirklich am meisten Spaß. Es macht Spaß. Ich finde es wahnsinnig witzig, auf die Leute zuzugehen. Du weißt ja nicht, was das für eine Person ist. Du findest es jedes Mal aufs Neue aus, und das macht den Reiz dabei aus. Klar, so etwas würde mich auch provozieren, wenn ich interviewt werde und nachher heisst es, ja, ich interviewe dich eigentlich einfach nur wegen dem Erfolg, nicht weil du mich interessierst. Aber wegen dem Erfolg habe ich nicht angefangen. Ich wollte, dass ich Zuschauer habe, die das Format gerne haben. Ich habe nicht gewusst, dass das so eine riesige Dimension annimmt. Jetzt 40'000 auf YouTube, 20'000 auf Facebook. Ich habe gedacht, das bleibt so bei ein paar Tausend auf YouTube und ein paar hundert auf Facebook, aber dafür mit geilen Abonnenten. Und nach dem habe ich auch gesucht. Ich freue mich jetzt, dass es so gut läuft. Weißt du, wenn du etwas machst, was dir nicht Spass macht, nur wegen dem Erfolg, das klappt nicht. Wenn du etwas machst, was dir Spass macht, klar, dann darfst du hoffen, dass du erfolgreich wirst damit. Das soll dir ja nicht vergönnt sein. Aber du solltest nicht einfach anfangen mit irgendeinem Scheiß, nur damit du erfolgreich wirst. Weil das funktioniert nie. Das haben wir bei x Beispielen gesehen auf YouTube Switzerland. Also, das wäre es jetzt gewesen mit dem Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und merci nochmal an den Ask Switzerland, dass er die Frage überhaupt beantwortet hat. Ich hoffe, euch hat das ganze Interview gefallen. Schreibt mir doch in den Kommentaren, was euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir eure Kommentare, was euch daran nicht so gefallen hat. Vielleicht Kritik an der Theorie selber oder Kritik am Ask Switzerland oder Kritik an mir. Einfach ab in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Und naja, damit würde ich sagen, merci vielmals für zuzugucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Das ist gratis. Und etwas, was ich wirklich nicht muss vergessen in diesem Video. Ich hasse den Adi Totoro. Falls das Video schlussendlich nicht 10 Minuten länger ist gekommen, sitze ich hier ganz am Ende vom Video noch ganz traurig ein bisschen her, für dass das Video 10 Minuten länger kommt.